Der Noah mit sein Schwü. Dem Noah seine Burm, die was aus dem Kosten gekommen sind, das waren der Sem, der Ham und der Japhet. Und der Ham ist dem Kanaan sein Vater. Das sind dem Noah seine 3 Burm und von denen her sind alle Menschen auf der Welt. Aber der Noah, der was ein Bauer war, hat als erster einen Weinberg gepflanzt. Und wie er von dem Wein bibelt hat, hat er einen Schwü gekriegt und ist nackert in sein Zelt gelegen. Da hat der Ham, dem Kanaan sein Vater, die Gogeln von seinen Vatern gesehen und er ist raus und hat seine Brüder erzählt. Da haben der Sem und der Japhet ein Gewand genommen, haben sie's über die Schultern gelegt, sind rückwärts rein und haben ihrem Vater sein Pfulgag zugedeckt. Sie haben extra woanders hingeschaut, nur dass nicht ihren Vater sein Pfulgag singen. Wie der Noah aufgewacht ist von seinem Schwü, ist er draufgekommen, was sein jüngster Bub der Orges gemacht hat. Darauf hat er gesagt, verflucht soll er sein, der Kanaan, und der allerletzte Schakel für seine Brüder. Und er hat auch noch gesagt, der Chef, dem Sem sein Herrgott, ist leiwand, dem soll der Kanaan einen Schakel machen. Der Chef soll ihn Japhet da rutschen legen und er in die Zelte vom Sem daheim sein lassen und der Kanaan soll ihm einen Schakel machen. Nach der Geschichte mit dem Arsch voll Wasser hat der Noah noch 350 Jahre gelebt. Im Ganzen hat er es auf 950 Jahre gebracht, dann hat er die Batschen gestreckt.